Menschen aus Somalia, insbesondere mit dem Nachweis ihrer Identität, Probleme haben. Und der Antrag ist ja jetzt mittlerweile seit 2 Sitzungen auf der Tagesordnung. Das heißt, wir brauchen heute keine Mehrheit, um den zu beschließen. Und insofern wollte ich jetzt fragen, gibt es Diskussions- oder Erläuterungsbedarf noch zum Antrag? Kamil? Ich möchte dann auch mit. Okay, damit. Meine Damen und Herren, natürlich ist es schon Nachmittag, manche möchten gerne nach Hause gehen. Nee, niemand darf nach Hause gehen. Ja, gut. Ihr bleibt bitte alle erstmal hier. Ja, na, Lasst niemanden raus. wir müssen natürlich kurz Aber ein fassen. bisschen schnell wäre. Ja, das wollte ich dann betonen. Kurz fassen. Aber es ist ein wichtiges Thema. Was haben wir in Kassel gemacht? Wir haben ja vor dem Regierungspräsidenten eine Demo gemacht. Wir haben mit dem Regierungspräsidenten gesprochen, wegen dieser Staatsangehörigkeit anlegen, weil das ein Akt ist, nicht der Gemeinde das entscheiden kann, sondern die Regierungspräsidenten haben dann dafür ihren Beamten, Mitarbeiter, diese Staatsangehörigkeit, sagen, wenn ein Migrant dann Staatsangehörigkeit beantragt, am Ende entscheiden können. Wir haben durch das Anregen von somalischen Kollegen festgestellt, und es ist auch so, Demokratie ist nicht in Büchern zu sehen, sondern die Realität. Wir müssen auch dafür gerade die Wahrheit aussprechen. Unsere Länder, woher wir kommen, ist auch nicht so, wie vielleicht hier, dass man gefunden hat und sich gefreut hat, dass wir in einem demokratischen Land sind. Und manche Formalitäten, Akten, persönliche Daten, kriegt man nicht wie hier, dass man zum Bürgeramt geht und dann kriegt man diese Sachen vom Botschaft oder anderen. Dauert lange, manche sind noch nicht so weit. Diese Eintragung, Geburtsurkunde, andere Sachen noch nicht vorhanden. Und deshalb die somalischen Freunde, 8000 Menschen, wenn ich mich nicht irre, in Hessen, sie möchten gern Landhessen, und ich weiß nicht, wie der bei der anderen Ausländerbeirat redet, aber wir haben als Ausländerbeirat der Stadt Kassel Einbürgerungsaktion beschlossen, unterstützen wir das auch in Kassel, machen wir Veranstaltungen, Einbürgerung in deutsche Staatsangehörigkeit. Er würde dann gleich Ihnen erklären, wie viele Probleme in dem Bereich für die somalische Damen und Herren und Kinder gibt. Deshalb habe ich dann denen gebeten, dass sie heute hier live kommen, dass ich jetzt als zweite Person das esse, sondern wir haben leider bis jetzt keine Lösung gefunden, mit deren Kinder, obwohl sie hier geboren sind, obwohl die Eltern arbeiten und Aufenthaltstitel-Status eigentlich erfüllen, aber weil die Eltern nicht in der Lage sind, ihre Geburtsurkunde, ähnliche Dokumente von ihrer Heimat hier bringen, und wenn die Botschaft auch noch über den personale Datenbescheinigung gibt, das wird auch nicht anerkannt. Es müsste immer bei den Einwohnern im Heimat irgendwo die Eintragung bestätigt sein. Viele dürfen auch die Kinder nicht deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Wir sind aber in der Aktion bereit. Dann gebe ich dann das Wort, stellen wir dich mal kurz vor und dann. Danke. Vielen Dank, Herr Seigen. Ich möchte gerne ein bisschen weiter erläutern über. Genau. Ich muss ein bisschen kurz erklären über die Problematik der Einbürgerung der Somalis in Land Hessen. Wie Sie wissen, wir sind hier, einige von uns sind 20 Jahre, einige von uns sind 15 Jahre, einige sind vielleicht 3 Jahre hier. Aber Somalis haben einen Hintergrund von einem Bürgerkrieg seit 1991 und die sind geflüchtet überall in der Welt. Diejenigen, die hier in Bundesrepublik Deutschland gekommen sind, haben natürlich dank an der Politik der Bundesrepublik Deutschland einen Schutz bekommen. Und das danken wir an den deutschen Bundesrepublik Deutschland und die Menschen auch. Trotzdem es ist für uns ein Recht, dass wenn man hier schon lange lebt und die alle Verpflichtungen erfüllt hat, hier einen Aufenthaltstitel hat, hier arbeitet, hier eine Steuer zahlt, dass man natürlich seine auch Rechte bekommt. Zum Beispiel, wenn er möchte gerne sich einbürgern lassen, dass das vielleicht
mal entscheidet, wer für ihn seine Angelegenheit wählen kann oder dass er seine Kinder zum Beispiel einen Geburtstag bekommen kann, dass er zumindest mal sich einbürgern lassen. Das haben wir wirklich ein enormes Problem als Community, die hier in Minderheit gehören, hier in Land Hessen. Deswegen haben wir angefangen 2017 eine kleine Bewegung, dass wir zumindest aufmerksam machen an den Politiker, an den Abgeordneten, dass wir als Community ein Sonderproblem haben, natürlich mit den anderen Migranten. Zum Beispiel die Bundesrepublik Russland erkennt nicht die Pässe und die Passersätze, die nach 1991 erschafft hat, nach dem Bürgerkrieg in Somalia. Deswegen hat diese Entscheidung viele Schwierigkeiten gebracht an die Somalisch, wenn sie wollen sich hier einbürgern lassen. Deswegen, die haben nicht nur Probleme mit dem Einbürgerung, sondern die haben Probleme, wenn sie ihre Kinder eine Geburtsurkunde schaffen, wenn sie sich heiraten wollen, wenn sie sich also irgendwas eine standesamtliche Gelegenheit haben, wenn sie sich einbürgern lassen, alle diese Probleme haben. Wir haben versucht, kleine... Die Kinder kriegen keine Geburtsurkunde. Die genau, ja, bestimmt, ja, die bekommen eine Geburtsregister, einige bekommen ihre Rechte nicht. Deswegen danke mit dem Ausländerbeirat Stadt Kassel, mit Unterstützung einiger Fraktionen von den SPD und Linken und Grünen haben uns aufmerksam gemacht, dass wir endlich diese Probleme lösen. Zum Beispiel hier in Kassel gibt es eine Einbürgerungsinitiative. Da sind wir ausgeschlossen von den Somalis. In Land Hessen gibt es auch eine Einbürgerungsinitiative, genauso sind wir ausgeschlossen. Deswegen fühlen wir sich, dass wir uns, ja, wenn ich sage, bin ich ehrlich, diskriminiert von den anderen Migranten auch. Nicht nur, deswegen haben wir dieses Antrag gestellt durch Ausländerbeirat Stadt Kassel, dass die auch an AGA wenden, damit unsere Probleme endlich an das Landesparlament kommt. Es hat ein bisschen lange gedauert, aber freuen wir auch uns, dass heute dieses Antrag hier beschlossen wird. Danke, dass Sie auch an die Liste gestellt haben. Deswegen bitten wir um jede Hilfe, dass uns dieses Problem eine endliche Regelung finden kann. Im Juli 2016 wurde ein Beweiserleichterungserlass von dem Landesparlament abgeschlossen, aber dieses Erlass macht noch schwer an der somalischen Community, weil dieses Erlass sagte, dass wird eingebürgert oder diejenigen, die Identität die hier eine Näherangehörige haben, die deine Identität schon geklärt ist. Aber wissen Sie, wir sind geflüchtet. Ich bin alleine hier in Deutschland gekommen und vor 15 Jahren, ich habe keine Mutter hier, keinen Vater. Wer ist meine Näherangehörige, der mich schon erklären kann? Ich habe hier eine Ausbildung gemacht, Schule gegangen, hier arbeite ich, gleichzeitig habe ich Kinder. Ich und meine Kinder konnten nicht einbürgert werden, weil wir haben keine Näherangehörige. Genauso viele Somalis, die hier in Land Hessen allgemein leben, haben dieses Problem. Deswegen haben wir uns gebeten, dass wir dieses Problem endlich eine Regelung finden. Zumindest auch noch einen Erlass bitten wir an den Kulen, an den AGA, dass das mindestens eine Regelung findet von Parlament Hessen. Vielen Dank. Ich glaube jetzt... das ist nicht das erste Mal, dass man in Hessen so eine Änderung... Es gibt Bundesländer, die das praktiziert wird, dass die somalische Bürgerinnen und Bürger deutsche Staatsangehörigkeit ohne solche große, sagen wir, Probleme haben können, wie also Hamburg oder Schleswig-Holstein, Thüringen oder was weiß noch andere. Warum in Hessen, wo man von Demokratie redet, Mitte Deutschland, sowas nicht möglich ist, weil wenn da bei den anderen Bundesländern das möglich ist. Danke. So, vielen Dank.
liebe Kollegen, Dankeschön. auch für diese ausführlichen Informationen. Die sind wichtig, denke ich, dass wir sie auch in die eigene Ausländerbeiräte eintragen können, auch hineinbringen können. Aber jetzt machen wir das Formelle, nämlich das Abstimmen über den Antrag. Ich frage immer in umgekehrter Reihenfolge, ist jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? So haben wir dann den Antrag einstimmig angenommen. Der Staatssekretär hat den Antrag übrigens auch mitgenommen. Wir werden dranbleiben und dann nochmal schauen, was daraus wird. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stopp! Es gäbe jetzt noch den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen? Ja, Milave, bitte schön. Kann es auch kürzer sein als jetzt? Ich habe eben hier einen Satz gebraucht. Wir müssen auf die Füße der Politiker treten oder mit denen man diese Sache hart und weich mal spricht. Ich möchte den Vorstand auffordern. Ich würde das genauso unter Kontrolle nehmen, wie wann diese Sache im Landtag oder also bei der Politiker das diskutiert. Wir geben die Angelegenheit an unsere Gut, danke, Juristin, das war's. Frau Bargon, und bitten